Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Gasthaus Schweizer, Food Service für Ihr Catering. Von der Planung bis zur Ausführung, Ihr Event in guten Händen. Signal Iduna Bergheim, Generalagentur Stefan Dannert. Wenn's donnert, dannert. Verlässlich, kompetent, zuverlässig. BR Motoren, 1A Autoservice. Ihr Motorenspezialist und 1A Autoservice. Wir machen, dass es fährt. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde von Markus fragt. Wir sind heute, glaube ich, die zweitweitesten Weg gefahren. Der weiteste Weg war, glaube ich, damals zu Ingrid Kühne. Und ich bin heute ins Ausland gefahren. In das große, weite Ausland. Und ich sitze heute bei der Lady in Red, würde Christe Berg singen. Und ich freue mich tierisch, dass wir hier sein dürfen. Und wir sind heute bei der Katja Hens in Maastricht. Hallo, liebe Katja. Hallo. Willkommen. Dankeschön. Wie geht es dir? Ja, gut. Ja, die Sonne ist weg, aber es ist ganz sonnig. Ist aber angenehm, ne? Ja, lecker. Ja. Für 25 Grad, gut. Ja, und lecker. Schaut mal, wir haben Kuchen bekommen, Kaffee bekommen, aber das essen wir erst später. Wir wollen erst mal ein bisschen was erfahren über die Katja, weil Katja ist ja eigentlich eine Niederländerin. Ja, das sagst du ganz gut. Richtig, aber irgendwie auch eine Kölsche Niederländerin. Ja, eigentlich bin ich so ein bisschen halb-halb. Meine Mama ist aus Maastricht und mein Papa war aus der Eifel. Also ich bin halb-halb. Also bist du doch karnevalsgeschädigt? Das ist 100% Karneval. Weil wir hier in Maastricht feiern wir genauso mal Karneval wie in Köln. Mhm. Man sieht dich ja in vielen, vielen Konzerten, bei den Domstürmern ja ganz besonders. Domstürmer, Black Föß, und so weiter. Aber eigentlich auch alle anderen und Sitzungen. Ja. Wenn ich selber nicht auf die Bühne stehe, dann bin ich meistens bei euch. Kommen wir gleich zu. Liebe Katja, wie bist du denn eigentlich in diesen Kölner Karneval gekommen? Was war der Auslöser? Als Kind schon? Oder? Nein, eigentlich nicht. Als Kind habe ich hier in Maastricht Karneval gefeiert, weil ja, wir feiern das hier auch. Und dann als Kind im Zug und verkleidet und in der Schule und habe ich auch schon manchmal aufgetreten. Also dann feiert man das hier. Und wie ich dann singen gang und dann hier in Maastricht oder in Limburg ist auch so etwas wie im 11.11. Ja. Und da war ich nicht eingeladen. Und da war ich eigentlich ein bisschen böse. War ein bisschen traurig, ein bisschen enttäuscht. Und da habe ich mir gedacht, weißt du, dann bleibe ich auch nicht hier. Und dann fahre ich nach Köln. Ist, denke ich, so vor 5 Jahren oder so gewesen. Ja. Und da war ich am 11.11. in Köln, war ich so in so eine Sitzung im Dorint Hotel. Das ist für den Dom, um auch für den Dom zu unterstützen und so. Und das war ganz toll. Und da waren die Domstürmer und da waren die Räuber und da war Marita. Und ja, das war ganz toll. Und auch die Leute waren ganz toll. Ich fühlte mich da ganz zu Hause eigentlich und hat mir gut gefallen. Und eigentlich habe ich dann wieder einige Jahre, es ist nichts gewesen, war ich wieder einfach hier. Und dann war Corona. Mhm. Und hier durfte nichts. Und ich war gerade die neue Moderatorin vom 11.11., also das größte Event hier in Limburg, wo 20.000 Leute hinfahren, genauso wie im Heumarkt. Mhm. Da würde ich die neue Moderatorin sein. Mhm. Und 3 Tage vorher hat der Bürgermeister gesagt, wir machen das nicht. Wir haben Angst wegen Corona. Mhm. Ich war kaputt. Ja. Ich war wirklich zerbrochen. Weil man hat sich so gefreut nach 1,5 Jahren und da kommt wieder was. Und dann sagt schon ein Bürgermeister, nee, wir machen das nicht. Mhm. Und was habe ich dann getan? Ich bin wieder zu Köln gefahren, habe mir ein Hotel gebucht und ich war wieder in die Sitzung und abends auch an so einem Platz in Nippesel, war auch ganz toll. Ja. Und dann haben wir da wieder gefeiert. Das war mega und so. Eigentlich so vom ersten Mal bis zu dann. Und dann war auch noch mal Oktoberfest in Sittard. Dann haben die Domstürmer gesungen und wir haben uns nicht gekannt. Und ich war so 2., 3., 4. Reihe. Und Micky singt immer Hüg ist die Nacht und das ist eigentlich ein Lied von Guus Meeuwis. Mhm. Also ganz Sittard singt dann die niederländische Version. Und Micky, der war so, wie er das immer macht, so an der Rand der Bühne. Und er gibt mir so das Mikro. Und dann war es passiert, ne? Und der hat mich so angeschaut, ja, was ist das? Und die Leute, die haben alle angefangen zu schreien und so. Und dann das zweite Mal hat er mir das Mikro gegeben so. Und da hat die ganze Zeit auch geschrien, Katja! Und ja, er wusste das ja auch nicht. Das war gar, also so ist ein bisschen unser Kontakt entstanden. So habe ich dich ja auch ein bisschen besser kennengelernt. Im Elshof vor
war das letztes Jahr? Mit den Brötchen. Genau. Ja. Das ist auch so ein Insider mit Mickey, Mit den Brötchen. mit den Brötchen. Das lassen wir auch Insider. Das lassen wir Insider. Aber dann ist der Mickey auch ins Publikum gegangen und hat dir das Mikrofon gegeben. Da habt ihr beide so ein bisschen im Duett ein bisschen gesungen. Und da war ich auch überrascht. Da sag ich, Wer ist denn das? wer ist das? Wieso kann diese Niederländerin die kölschen Lieder? Ich fand das aber gut. Ja. Aber wie kommst du zum Singen, wenn wir das gerade haben? Weil ich weiß ja, dass du bist doch Lehrerin. Ja, ich bin allerhand. Was? Ich bin allerhand. Ich bin Lehrerin, ich gebe Wirtschaft und ich coache Kinder. Ja, eigentlich Teenager, um es so zu sagen. Und wie schwerer, wie besser eigentlich, wie schön. Aber ich bin auch Heiratsbeamte. Standesbeamte? Also Hochzeitsrednerin, so etwas. Ja. Okay. Und eigentlich, wie ich ganz jung war, war ich schon immer in Playback-Shows und haben das mit Freundinnen gemacht. Und wenn ich selber Teenager war, dann war das blöd. Dann war das nicht cool und dann war das nicht stur und habe ich das nicht mehr gemacht. Und ich wollte mit meiner Lehrerjacke ausgehen. Und da habe ich wieder ein bisschen Lust dahin bekommen, wie ich in die Schule war. Und da hatten wir ein Musical, ein Kabarett. Ja. Und die haben gesagt, ja Katja, du machst mit. Ja, ich mach mit. Oh, du singst auch ein Lied. Ja, ich gehe singen. Ach ja, ich mach das, weißt du. Scheiße, mach nichts, wir machen das. Ja. Und ich war wohl ich denke schon 5, 6 Jahre Moderatorin von so einer Damenssitzung. Und ich habe das Lied gesungen und das war Marmorstein und Eisenbricht. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist das ein richtiges, cooles Lied. Wenn ich da einen anderen Text drauf mache, das würde mal Spaß machen, wenn ich die Sitzung mal öffne mit einem Lied so nur für die Frauen. Ne? Ich dann auch so für die Mädchen, ja? Vrolijk, Drank en Vuilplezier. Das ist ja eigentlich Damen, nur Damen. Und wir trinken und wir machen nur Fun. Wir machen nur Spaß miteinander. Ja. Da habe ich den Text drauf geschrieben. Und so gemacht, so getan. Und ja, so mit einem Lied, ja, das macht man ein Jahr, das machen wir noch ein Jahr. Und dann die Nachbarschaft hier nebenan, oh, kommst du das bei uns auch auf die Damensitzung singen? Und dann bei uns auch auf die Damensitzung. Und dann war das die nächste da. Und so das nächste Jahr wieder 3 Damensitzungen. Ja, ich muss auch ein zweites Lied haben. Und so fängt das so langsam an. Ja. Und ja, ganz ruhig, weil ich hatte da nur Spaß dran. Und das Moderieren finde ich ja auch ganz toll. Und so habe ich so in 2014 habe ich zum ersten Mal mitgemacht mit einem Karnevalslied, ein Vastelovenslied. Wir haben hier so ein Songfestival, etwas für Karnevalslieder. Ja. Und dann kommen da allerhand Lieder, so ungefähr 200. Und dann kommen 60 im halben Finale und dann kommen 20 im Finale. Und das habe ich jetzt 9-mal geschafft, die Finale. Also so kommt man da rein. Und unterhand habe ich auch 20 Lieder gemacht oder so. Und so ist das eigentlich ein bisschen gegangen. Von Moderieren, Schule, nach jetzt, singen und wieder moderieren. Aber dein Beruf, der liegt dir am Herzen. Eigentlich liegt alles mir im Herzen. Ich kann nichts machen ohne mein Herz. Schön. Ja. Aber ist das nicht zu viel oder zu intensiv? Weil du bist ja, ich sag mal, du bist eine Powerfrau. Du bist ja nur unterwegs. Ja, aber ich habe das auch nötig. Ja? Wenn ich dann so, ich habe jetzt Ferien und habe ich 2 Tage eigentlich ein bisschen Ruhe gemacht, ein bisschen Netflix geguckt, ganz neue Serien wieder an. Und dann bin ich eigentlich müde, als hatte ich viel getan. Also ich brauche das auch, um beschäftigt zu sein, um Sachen zu unternehmen. Ich denke, das ist auch ein bisschen wie ich bin. Finde ich toll. Ja, und das kommt schon, denke ich auch noch, dass ich mal so der Hammer bekomme. No. Aber die Moderation hier in den Niederlanden, was machst du da? Nur für den 11.11.? Ja, ich hab auch noch eine Damensitzung, die ich ganz lange gemacht habe. Ja. Aber weil die in Saison habe ich das letztes Mal gemacht. Weil dann verpasst man so viele Auftritte. Ja. Und dann ist das ganz schwer. Am 11.11. bin ich von 11 Uhr im Morgen bis 8 Uhr im Abend ist das Fernsehen und auf einem Platz. Und dann, das ist anders. Also das weiß ich, 11.11. Ja. Aber ja, das ist so etwas Tolles, um zu tun. Es stehen 20.000 Leute für dich und die tanzen und sind froh. Und alle Kollegen kommen vorbei. Ich darf ja selber auch singen da natürlich. Schön, ja. Und das kommt im Fernsehen. Und alle Leute, die nicht die Möglichkeit haben, um da hinzukommen oder irgendwo anders hinzukommen, die kann den ganzen Tag das anschauen und auch alle neue Lieder hören und so. Ja, das finde ich ganz toll, um zu machen. Wie sind denn deine Landsleute damit umgegangen, kein Karneval feiern zu können? Ging es denen so wie den Kölnern, dass die auch eigentlich, es fehlte?
komplett irgendwas? Ich habe auch allerhand illegale Sachen gesehen, weißt du, manche Leute, die es im Garten gefeiert haben, hier auch in die Straßen haben wir für die Tür so einen Stehtisch für die Tür und dann so doch noch ein bisschen so gemacht. Ich habe gehört, auch hier auch ein Feen ein bisschen weiter, haben sie so eine Solo-Zug gemacht mit nur Leute so 2,5 Meter auseinander. So. Also das sind allerhand Initiativen, auch digital natürlich. Ja. Ich habe selber auch ganz viel digital gemacht, aber das ist doch ganz anders digital. Es war gut für einen Moment und ich denke auch, es ist gut, dass wir das gelernt haben, weil wir das jetzt machen können für Leute, die zu Hause bleiben müssen. Ja. Aber es ist nicht so schön, dann zwischen die Leute stehen. Wir haben das ja auch produziert, viele Sachen gemacht, wo wir dann einen Livestream gemacht haben, wo Vereine oder Gesellschaften was aufgezeichnet haben für ihr Publikum, das immer treu war und dann zu Hause bleiben mussten. Und ich fand auch das Engagement der Künstler, die da waren, die teilweise ohne Gage, für wenig Gage aufgetreten sind, um den Leuten eine Freude zu machen. Der war hier genauso. Und ich denke mal, da hat sich wieder etwas Neues aufgetan. Und was ich in unseren Gesprächen, in Interviews auch hatte, ich glaube, es hat im Karneval auch gut getan, dass es von diesem reinen Karneval-Party-Modus mal wieder so ein bisschen zurückgegangen ist auf den anderen Karneval. Ja, das denke ich schon, weil ich weiß nicht, weil ich kann ja nie Karneval feiern in Köln. Ich will das gerne nochmal, aber was ich hier die letzten Jahre gesehen habe, war, dass es nur alles so kommerziell, also so großer. Es könnte nicht verrückter werden eigentlich. Und eigentlich ist das nicht Karneval. Nein. Karneval ist eigentlich ein bisschen blöd machen und zusammen feiern und auch ein bisschen, wie heißt das, mit der Aktualität ein bisschen Politik spielen und so weiter, ja, mit Satire und Freunde treffen und neue Leute kennenlernen. Und das war alles so größer geworden. Und das ist, denke ich, jetzt schön wieder. Ja. Weil ich habe dieses Jahr habe ich ein bisschen halb gemacht. Ich habe so nachmittags Karneval gefeiert und dann ab so 5 Uhr bin ich auftreten gegangen. Ja? Ein bisschen Kombi. Mache ich normal nie. Normal mache ich am Sonntag und Montag feiere ich Karneval hier in Maastricht. Aber weil wir hatten ja 2 Jahre nichts, habe ich ein bisschen Kombi gemacht. Und es war so schön. Ja? Es war so schön, um wieder ein bisschen kleiner, ein bisschen normal, die Leute leiser, zu sehen, ein bisschen leiser. Ich denke, das war auch nicht so schlecht. Aber du hast, glaube ich, die Zeit auch ein bisschen anders genutzt. Ich gucke ja ab und zu mal Facebook. Oh, du guckst Facebook? Ja, so also Stalker. Du bist das. Ich bin das, genau. Und da habe ich gesehen, dass die liebe Katja im Tonstudio war. Ja? Ja. Ja. Willst du ein bisschen verraten? Ja. Was läuft? Was du weißt ja, ich hatte jetzt die Möglichkeit, um ganz vielen Köln und in Deutschland Eifer zu sein. Und ja, eigentlich kommt das auch, das ist dann wieder eine andere Story, durch meinen Papa. Mein Papa war ja deutsch und mein Papa ist Ende 2019 gestorben. Und ich weiß, das macht was mit einem. Ja. Und eigentlich hat das auch ein bisschen in mir verändert, weil auf einmal wollte ich ganz viel mehr in Deutschland sein. Ob ich dann näher zu Papa bin oder ich weiß das auch nicht, das kann ich ja gar nicht erklären. Aber das ist so. Und dann kam Corona und dann sucht man auch Aktivitäten, was man machen könnte. Also ich bin ganz viel in Deutschland gewesen. Ich habe ganz viele Corona-Konzerte besucht. Ja. Also Domstürmer, Blackfish, nennen sie alle auf, Corona-Sitzungen, weil es jetzt die Möglichkeit war. Und das hat mir so inspiriert und ich mag die Musik so selber toll, dass ich gedacht habe, warum mache ich nicht auch ein bisschen Kölsch? Und dann Katjas Kölsch. Und ich habe ja hier meine eigenen Lieder. Und die singe ich in Maastrichter Dialekt. Und ich habe jetzt, wir sind ganz beschäftigt im Studio, weil es ist fast fertig, ist beinahe, wir sind beinahe so weit. Gehen wir einige Covers machen, also Kölsche Lieder. Die mache ich dann in Maastrichter Dialekt. Ja. Und auch in Kölsch. Auch in Kölsch. Ja, und ich gehe auch einen Song, meiner Song, habe ich geschrieben in Kölsch. Das ist mit meinem eigenes Lied. Ich glaube, da habe ich was gelesen. Ja, du darfst ja nicht alles verraten. Ich habe nur gesagt, ich glaube, ich habe da was gelesen. Oh. Könnte lustig und schön werden. Ja, ne? Ja. Was hast du denn für Lieder gecovert? Darf man das schon wissen? Ja, das ist angefangen mit Meine Liebe, meine Stadt natürlich. Ah, okay. Ach ja, was für ein Zufall. Aber da habe ich eigentlich nur in Maastrichter Dialekt eingesungen. Aber ja, ich singe so oft mit Micky in Deutsch. Und er sagt immer, sing doch in Niederländisch. Oder er sagt immer Holländisch. Und dann sage ich, nee, Niederländisch. Aber ich singe, wenn ich in Deutschland bin, ist es doch viel schöner, wenn ich das Deutsch singe.
Und das singe ich jetzt auch in Deutsch. Und ich habe auch Steh auf, mach laut von der Höhner. Also da mache ich im Maastrichter Dialekt. Und jetzt habe ich die schönste Straße. Das finde ich so schön. Und immer der Weg, das gilt für zwei Seiten. Der Weg zu Köln. Und dann kommt da der Skyline von Köln. Und der Mickey von der Höhner, der singt das auch mega toll, denke ich. Also das ist immer ein bisschen emotional und finde ich so ein schönes Lied. Und die nächste Runde von der Black Föß. Und mein Single wird immer, wenn ich tanze, von Drecksack. Also das ist nicht so eine bekannte Band, aber ich finde das so ein tolles Lied. Und die machen das auch ganz toll, die Jungs. Ja. Und ich werde da ganz fröhlich von das Lied. Also das ist ein bisschen mein Single. Man sagt ja immer, die Holländer klauen immer von den Kölnchen. Aber die Deutschen klauen doch auch von uns. Ja, wie ich schon gesagt habe, Domstürmer singen Hüg ist die Nacht von Guus Meeuwis. Und die Black Föß auf ihre 50-jährige Jubiläumalbum steht Heimweh. Aber das ist... En ik loop hier alleen door een heel stille stad. En ik heb eigenlijk nooit last van heimweh gehad. Ist ja auch von der Guus Meeuwis. Ja, also, ist schön. Ja. Also warum ist das Klauen? Ich glaube nicht in Klauen. Weil Musik machen ist keine Konkurrenz und Musik machen ist auch kein Wettbewerb, denke ich immer eigentlich. Weil ich genieße so intens von Auftritten, wenn ich da bin. Warum kann ich die Lieder dann auch nicht singen? Ich bin ja auch dankbar, dass sie da sind. Ja. Und eigentlich ehre ich die Gruppe nur, wenn ich sie singe. Ja. Weil ich bin ja ganz stolz auf sie. Ist das nicht auch so wie Köln, Düsseldorf, Holland, Niederlande, Deutschland, immer so ein bisschen Spaß kabbeln? Ich glaube, das ist nicht mehr so. Früher, wie ich Kind war und Papa war ich ja auch Oranje. Und 88, ich vergesse es nie, dass ich in mein oranges Shirt nach Etterscheid gefahren bin. Das lassen wir jetzt weg. Das bin ich in mein orangen Champion-Shirt nach Etterscheid gefahren auf dem Kirmes bei Omi. Also da war das noch, es ist nicht mehr so heftig. Ich denke, Düsseldorf-Köln ist schlimmer wie Niederland. Ja, aber 88 vergessen wir, wenn der Videoschiedsrichter gewesen wäre, hättet ihr nicht gewonnen. Ach, hört doch auf. Doch. Doch, wir waren das. Das Tor von Van Basten, das war abseits. Ja. Mega gut. Schön. Aber das heißt, du hast jetzt einige Lieder aufgezählt, das heißt, du machst doch demnächst eine schöne CD, ein Album, so ein kleines? Ja, digital. Oder digital? Ja, digital. Weißt du, eine CD machen ist eigentlich... Aber digital, ne? Also Zusammenstellung. Ja. So viel möglich, wie das darf. Und man möchtest du damit wir hoffen, wir haben eigentlich gestern ein bisschen eine Planung gemacht. Wir hoffen, dass die Single, also immer wenn ich tanze, altijd als ich dans, in Maastricht, so halverwege Ende Augustus. Und dann das ganze Album Ende September. Okay, schön. Ja, dann wisst ihr schon mal Bescheid. Die sozialen Medien mal gucken. Die Lady in Red oder Katja Heens. Aber du hast keinen Künstlernamen, ne? Eigentlich heißt es nur Katja. Katja. Und ja, das Deutsch will ich ein bisschen Katjas Kirsch nennen. Und das kann dann zwei Seiten aufgehen. Die Kirche-Lieder in Maastrichter Dialekt oder die Kirche-Lieder natural, also so wie sie sind in Köln. Ja. Könnte interessant werden. Ich habe meine erste Buchung in Deutschland. Nein. Ja, in Kerpen. In Kerpen? In Kerpen. Damensitzung oder Herrensitzung? Nee, Damen. Und bei wem? Ja. Beim? Ja. Holger Wilms? Holger, hast du gar nichts gesagt? Hat er gut gemacht, ne? Ich kenne das ja. Ich kenne ja noch lieben Holger, liebe Grüße. Ja, und wo hat der Holger mich gesehen? Im Kloster. Da habe ich auch gesungen mit Micky. Also manchmal muss ich der Micky auch mal Danke sagen. Ja. Im Kloster. Ja, also immer gut aufpassen. Demnächst dann die Katja in Kerpen. Gucken wir mal. Vielleicht gibt es noch eine andere Überraschung mit der Kamera. Wie weiß, es ist noch lange. Da kann noch von mir kommen. Kann noch ein bisschen mehr kommen. Was hast du denn sonst noch so geplant für das kommende Jahr, außer deinen Ja, natürlich Singles? kommt auch ein Karnevalsong, auch wieder für den Kontext hier, weil ja, das macht ja auch Spaß und Karneval. Ich glaube auch darin, dass wir festhalten müssen, dass wir neue Lieder machen für Karneval. Und eigentlich mache ich mit Karneval immer ein bisschen traditionelle Musik. Also am liebsten Walzer. Sie nennen mich hier auch ein bisschen die Walzerkönigin. Oh. Weil ich eigentlich immer mit Walzer komme. Kannst du mit André Rieu doch was zusammen Ja, eigentlich schon. Das ist mein Traum. Ja, da warst du ja auch gewesen. Ich bin auch, ich mag ja allerhand Musik. Ich bin auch bei Sting gewesen. Das ist gut. Man muss ein bisschen von Rock... Wobei Sting finde ich besser als... Was? Ich finde Sting besser. Ja, wie André Rieu? Ja, doch. Ja. Ich denke, sie machen beide, was sie aus dem Herzen machen. Ja, Sting war auch mega gut. Ja. Er macht schon eine tolle Show, ne? Ja. Das muss man schon sagen. Rieu macht eine Show Ja. und Sting macht Musik. Ja.
Am Wochenende waren ja die Stones in Ja, Gelsenkirchen. habe ich auch zweimal live gesehen. Das ist mega, der Jagger, der ist verrückt. Ja. Weißt du, was ich noch gerne mal will? Robbie Williams. Den habe ich noch nie gesehen. Den will ich auch noch mal sehen. Robbie Williams. Ja? Ja. Das war nochmal ein Traumchen. Ich dachte, ich wäre da schon ganz Ja, nah. Aber dich zu tanzen sehen, Zumindest das will ich auch noch mal sehen. Ja, Das habe ich ja immer verpasst. Ja, wir haben immer aufs Blödsinn gesagt, weil wir sind jetzt ja auch schon gut 5 Jahre nicht mehr auf der Bühne. Das haben vom Alter her keinen Nachwuchs hatten. Wenn wir alle 60 sind, dann machen wir die Rollator Boys. Okay, dann komme ich. Dann machen wir noch mal ein Dann komm Revival oder sowas Schönes dabei. Ja, Katja, wir sind schon fast am Ende. Ja, wirklich? Geht das so schnell? Durch, ja. Ja, wir können ja beide so gut reden. Ne? Ja, eben. Aber es war einfach schön. Es war was ganz anderes. Es war mal jemand anderes, den man jetzt nicht so durch die Öffentlichkeit kennt, vielleicht aber demnächst noch mehr durch die Öffentlichkeit kennt. Wenn ihr so eine rote seht, so beim Konzert meistens, ich habe Torben das mal pass gefragt, auf. wie ist das denn möglich, dass du mich immer so siehst? Ja. Ja, aber Katja ist ja auch immer so eine verrückte Rote, das bist du. Danke, Torben. Danke. Aber denk dran, wir haben schon eine Fussiche. Ja. Unsere Marita, der Fussichotchen, Aber das ist Marita ist original. mal im Herzen, Ja. das weißt du. Ne? Marita ist, ich war in den Kulissen Samstag und da kam so ein Mann zu mir und sagt, du gleichst ein bisschen die Marita Görner. Ich sag, wirklich? Das ist ja auch meine Tante, habe ich gesagt. Ja, aber lass mir deinen Ausweis sehen. Ich habe ja nur mein Telefon gepackt und WhatsApp. Ich sag, ja hier, mein App mit Marita. Und der hat mich gesagt, ja, aber die gleichst ja, wie schön. Ja, das sieht man dann auch, dass das deine Tante ist. Ich habe Marita angerufen. Das glaubst du nie. Ja, die hat sich auch kaputt gelacht. Also Marita ist meine Tante. Auch schön. Schön, ne? Das ist Wir schön. halten zusammen. Ja, ist doch gut. Wir Eigentlich halten muss es ja zusammen. so sein. Ja. Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte, liebe Dankeschön, Katja. dass ich durfte. Ja, klar. Und hoffentlich sehen wir uns noch öfter. Wer weiß. Ja. Wir verraten nicht so viel. Ne? Wir verraten nicht so viel. Ja, ich sage da draußen noch Folgendes. Die Katja darf jetzt in ihre Kamera gerne noch ein paar Wünsche nach draußen loswerden. An ihre Fans, an dein Publikum. Wünsche? Ja, eigentlich, was wünsche ich mir? Ich wünsche eigentlich, dass ihr alle gesund bleibt und dass ihr alle viel Spaß habt, dass wir einen schönen Karneval haben und dass wir uns irgendwo sehen. Tschüssi. Wir sagen Dankeschön, liebe Katja Hehns. Freut euch auf die Musik und wir freuen uns auf die nächste Folge von Markus fragt. Tschüss zusammen aus Maastricht.